Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zum 7. Bundesligaspieltag zu Hause gegen Borussia Dortmund, der deutsche Klassiko. Bevor wir reingehen in die PK, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank dafür. Ja, und damit gehen wir rein in den Bums. Gucken mal, wie die Soundqualität heute ist. Ich versuche on the fly ein bisschen gegenzupegeln. Der FC Bayern gegen Wie Borussia immer. Dortmund. Eigentlich alles gesagt, oder? Naja, reden wir trotzdem drüber mit Vincent Kompanie und Max Eberl und euren zahlreichen Fragen. Was ist das denn für ein billiger Versuch, hier die PK gleich von vornherein abzuriegeln, oder was? Mikrofon, wo sind wir? Ja, wo sind wir? Vorne in die erste Reihe. Torben Hoffmann für Sky. Guten Morgen. Winnie, die Frage mal zum Personal. Sind soweit alle fit? Gab ja noch den einen oder anderen angeschlagen, Rafa Guerrero zum Beispiel. Und was für eine Dortmunder Mannschaft erwartest du morgen? Was macht diesen Klassiker so besonders? Ja, grundsätzlich sind alle gesund aus der Nationalmannschaft zurückgekommen. Chaka. Rafa hat einen Schlag bekommen gegen Frankfurt und trainiert heute. Wenn es heute gut läuft, dann haben wir vielleicht eine Chance für morgen. Und ja, Stanisic wird dieses Spiel noch fehlen. Und sonst haben wir natürlich die Motivation für diese Klassiker, auf jeden Fall. Ich finde immer, dass es ist jetzt auch so, dass wir Erste und Zweite sind und beide ungeschlagen und deswegen und es ist natürlich auch eine Trainer, Niko Kovac, der auch die Bundesliga gewonnen hat und es ist völlig okay für mich, dass wir dieses Spiel auch groß machen. Das darf doch, das muss auch in dieses Spiel, das ist gut für die Bundesliga und Ja, was willst du das Spiel kleinreden oder was? Ist nun mal das Spiel in der Bundesliga seit Jahren, ja. Im letzten Jahr, vielleicht noch das Jahr davor, kam Leverkusen halt dazu. Ja, das ist richtig. Aber ansonsten hat Leverkusen natürlich das Spiel gegen Leverkusen niemals so eine Strahlkraft gehabt wie das Spiel gegen Dortmund. Punkt. Ja. Es ist halt eine Rivalität, die gewachsen ist über Jahrzehnte und das ist richtig, wichtig und gut so. wir freuen uns auf dieses Spiel. Was die bis jetzt gezeigt haben, ist viel Stabilität. Dieses Gefühl bekommt man auf jeden Fall. Die haben natürlich Spieler vorne, die immer treffen können, die gefährlich sind auf Counter und auch mit Geschwindigkeit. Und Guirassy, die natürlich nicht viel Chance braucht. Das ist eine gute Mischung. Die haben 3 Innenverteidiger mit viel Erfahrung und Jungs, die auch Führung haben. Und insgesamt ist es und 2 Mittelfeldspieler natürlich auch mit Erfahrung und unterschiedliche Qualitäten, aber sehr kompatibel. Und insgesamt ist es eine starke Dortmund-Gegner, aber wir sind zu Hause, wir haben voll Bock auf dieses Spiel. Und hoffentlich ein gutes Spiel für die Fans und wichtig für uns ein gutes Ergebnis auch. Dankeschön. Ja, ich denke, man hat schon rausgehört, so ist schon Respekt da beim Winnie, aber ich denke, man hat auch rausgehört, dass auch er das ähnlich sieht wie ich, wenn wir unsere Form von vor der Länderspielpause wieder auf den Rasen kriegen. Wir spielen zu Hause. Ja, da musst du dieses Spiel gewinnen. Punkt. Ja, ganz einfache Kiste. Mit allem nötigen Respekt vor Dortmund und das wird ein schwieriges Spiel und natürlich hat Dortmund auch die Qualität. Ich meine, wir haben es letztes Jahr gegen Frankfurt erlebt mit über 30 Torschüssen und kein Tor. Du hast halt einfach solche Tage, ja. Und ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht ist Dortmund noch auf Augenhöhe. Ja, natürlich, wie er es sagt, haben die natürlich Spieler, die gefährlich sind vorne. Dass wir irgendwie sattelfest sind hinten. Ja. Wird viel wieder auf die Zentrale ankommen, wie immer. Von daher mal abwarten. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel und ich bin gespannt. Ja, es kann so oder so ausgehen. Ja, wie gesagt, ist immer schwierig einzuschätzen nach so einer Länderspielpause, wer wie zurückkommt. Da geht's mit Christian Kunz für die Deutsche Presseagentur. Auch eine Frage an den Trainer. Niko Kovac hat gesagt, man will wie eine Faust sein. Wie spielt man gegen eine Faust? Ja. Junge, hast du noch nie Muhammad Ali gesehen oder was? Stechen wie ein Schmetterling, Junge. So spielt man gegen eine Faust. Was ist los?
Abducken, zack, Konter. Bam. Ich glaube, dass wir beide ungeschlagen sind, deswegen sind es 2 Fäuste gegeneinander. Mal sehen, wie das ausgeht. Und klar, man ist jetzt in einer Phase diese Saison, und die sind auch zurück aus Club-WM gekommen, darf man nicht vergessen, und hatten wahrscheinlich genauso eine kurze Vorbereitung wie uns. Und dann hast du eigentlich nicht dieses Luxus, einfach zu sagen, okay, gute Vorbereitung, das muss was anderes kommen. Und das ist diese Mentalität, das wir besprochen haben vor dieser Saison. Und ich glaube, bei uns war das eine sehr große Stärke bis jetzt. Ich kann mich vorstellen, dass es auch so ist in Dortmund. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin schon froh, dass diese Länderspielpause vorbei ist und dass wir voll angreifen können in dieses Spiel gegen Dortmund morgen. Bleiben wir in der Ecke. Vincent Schirpke für Münchner Merkur und TZ, bitte. Auch eine Frage an Herrn Company. Sie haben die Stabilität der Dortmunder schon angesprochen. Der Eber sitzt aber auch irgendwie so, naja, Bock habe ich hier auch nicht wirklich, ne? Wie kann man diese Defensive knacken und wie sehen Sie generell die Entwicklung von Borussia Dortmund in den letzten Wochen und Monaten? Ja, die haben mittlerweile auch Deutlichkeit in System, Deutlichkeit in Profilen, die sie brauchen, um dieses System auszuspielen. Also wenn man 5-2-3 spielt, dann ist es schon wichtig, dass die Flügelspieler Geschwindigkeit haben, um in die Tiefe zu kommen, auf dem Counter auch, dass die Wingbacks auch immer up and down kommen können und dann auch noch Qualität haben in die Flanke. Und natürlich, wenn man in eine Saison reinkommt als Trainer, hat man nicht viel die Zeit, um die Mannschaft umzubauen. Und jetzt ist die Mannschaft, glaube ich, steht die Mannschaft. Aber wenn ich jetzt über uns rede, ich glaube, die Gegner muss auch einiges lösen. Und wenn wir ein Spiel anfangen, dann vergesse ich nie, dass die anderen auch viel lösen müssen. Und das wird dieses Spiel auch seine Rolle spielen. Dann auf der anderen Seite Felix Roderer für Antenne Bayern. Ja, hallo zusammen. Erstmal eine Frage an den Coach. Nico Schlotterbeck spielt ja beim BVB gerade eine Junge, er hat auf jeden Fall mal ein Organ. große Rolle, hat eine sehr gute Entwicklung hingelegt. Sie waren ja auch Innenverteidiger. Wie sehen Sie ihn denn? Wäre das vielleicht auch ein Spieler, wo Sie sich vorstellen könnten, so einmal zu trainieren? Und ich würde auch gerne Herrn Eberl mit einbeziehen. Ist ein junger deutscher Nationalspieler. Schaut man da als FC Bayern vielleicht doch das ein oder andere Mal jetzt so ein bisschen genauer hin, was der macht auf dem Platz? Also meine Antwort ist ganz einfach. Ich sehe Schlotterbeck morgen nur als Gegner. Und deswegen kann ich natürlich sein Profil kenne ich sein Profil sehr gut, natürlich sein Innenverteidiger, die mein Fußball-Lingo ist manchmal auf Englisch und Progressive Passes. Der hat viele, wie sagt man das auf Deutsch, Progressive Passes. Genau, der hat einen guten Link mit Girassi auch. Nicht also nur alles, was du nicht hattest. Ich übrigens. Was? Ja, Max, dass du nicht auf dem Level warst, brauchen wir gar nicht überreden. Du brauchst jetzt nicht sagen, ich übrigens auch nicht. Du hast ja gerade einmal für durchschnittliche Bundesliga Talent genug gehabt. Ich übrigens auch nicht. Nein, aber der hat einen guten Link mit Girassi zwischen die Linie. Der hat eine gute Spielverlagerung. Das ist eine Spieler, die einfach am Ball sehr wichtig ist für Dortmund. Und das sind die Gefahren. Und sonst habe ich, wie gesagt, die Spiele nur als Gegner gesehen diese Woche. Und ich werde mich vor so einem Spiel nicht äußern über einen Spieler vom Gegner. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Innenverteidiger haben mit Jonathan, mit Min-Jae Kim, mit Upa. Das ist für uns das große Thema. Upa-Verlängerung, das ist, was bei uns über allem steht. Und wenn dann gewisse Themen sich anders darstellen sollten, dann wird man auf den Markt gehen und sich den Markt anschauen. Aber dazu heute von mir kein Kommentar. In Reihe 1 Stefan Kumberger für Sport 1, bitte. Also übersetzt für euch, sollte man mit Upa nicht verlängern, wird man sich mit Nita Schlotterbeck auseinandersetzen. Ja, guten Morgen, Max. Und auch der Trainer natürlich und Dieter. Danke.
Max, du hast ja nicht den Luxus, dass du dich nur aufs Sportliche konzentrieren kannst, was auf dem Feld passiert, sondern musst dich auch um Verträge kümmern. Du hast Opa gerade angesprochen. Wie sieht es denn bei Serge Gnabry aus? Ich gehe davon aus, du wirst jetzt keine Details nennen, aber welche Signale nimmst du denn von ihm wahr und welche hast du vor zu senden? Ich glaube, dass er eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat, seitdem Vincent da ist. A, ist er gesund und fit. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und wenn er das ist, dann kann er eben seine Leistung auch bringen. Und die Leistung, das sind Argumente, die wir sehr, sehr wohlwollend wahrnehmen, weil es A, für ihn sehr schön ist, aber auch für uns als Verein gut ist, dass er eben solche Leistungen bringt. Und sein Vertrag läuft aus, definitiv. Und welche Signale wir uns gegenseitig senden, das senden wir uns und nicht euch. Reihe 1 mal Gabel für RTL, bitte. Richtige Antwort. Da muss man auch gar nicht reingehen, dass irgendwelche Spekulationen aufkommen. Ja, ich denke mal, wenn Serge sich so mit 12, 13 Mille begnügt, dann wird man vielleicht verlängern. Zumindest wenn er erstmal abwarten erstmal. Ja, wir wissen alle, Serge hat schon oft einen guten Saisonstart gehabt. Die Frage ist ja auch, wie viel wird er noch spielen, wenn Musiala wieder da ist. Dass er jetzt irgendwie vor Diaz oder vor Olisse auf irgendeinem Flügel rumtingelt, sehe ich auch nicht. Ob er dann damit zufrieden ist, wieder in der zweiten Reihe zu stehen. Ja, hat er ja nicht das Problem mit, hat er die letzten Jahre gezeigt, wenn die Kohle stimmt, hat er nicht das Problem damit, in der zweiten Reihe zu stehen. Ja, aber nicht für das Gehalt. Ja, Punkt. Also nicht für 17 mit Boni 20 Millionen, das ist ein Witz. Ja, also mit Boni könnte er vielleicht auf 13 kommen, das ist aber das Maximale der Gefühle. Selbst das ist eigentlich schon zu viel. Für die Leistung, die wir die letzten Jahre gesehen haben, sorry. Ja, Serge ist im letzten Vertragsjahr, dann gibt er immer Leistung, dann kann er auf einmal wieder Fußball spielen, dann hat er wieder Lust. Nö. Einfach nö. Na, wir sehen es gibt genug andere Spieler auf dem Markt. Wir haben genug junge Talente, da muss man da einfach mal ein bisschen mehr Cojones zeigen und die noch ein bisschen stärker einbinden, anstatt so einen Serge Gnabry da wieder irgendwie 15, 16, 17 Mille in den Arsch zu schieben. Guten Morgen zusammen. Herr Kompany, Harry Kane hat jetzt in einem Interview gesagt, Sie hätten ja quasi ein neues Level bei ihm freigeschaltet. Wie haben Sie das gemacht? Welchen Zaubertrank haben Sie ihm gegeben? Wie war das möglich, noch eine Stufe besser ihn freizuschalten quasi? Er hat diese nächstes Level selber freigeschaltet, glaube ich. Und das hat er, glaube ich, immer gemacht in seiner Karriere. Wenn ich jetzt schaue auf der Harry Kane, wo ich gegen gespielt habe, und seine Entwicklung, nicht nur in die Jahre, aber schon in die Jahre dazwischen. Das ist einfach, ja, am besten kann ich das erklären als Mentalitätssache. Der hat jedes Jahr gearbeitet das hat geholfen vielleicht, dass er nicht viele Preise gewonnen hat bis dann, weil er hat einfach immer diese Hunger behalten, dass man erwartet von jungen Spielern, die in das erste Jahr ihrer Karriere kommen, und er hat es immer noch bis jetzt, und ich glaube, er hat sich weiterentwickelt, und man kann einen Spieler mit seiner Karriere nicht selber weiterentwickeln, der muss das selber wollen, und das hat er gemacht. Er hat gespürt, was seine Rolle sein kann in unserer Mannschaft, wie wir spielen, auch inmitten seiner Teammates, und dann bringt er natürlich seine unglaubliche Qualität, und das ist nicht nur die Tore, aber auch wie er die anderen ins Spiel bringt, und ja, wir hoffen, dass es noch so weitergeht, aber es gibt keinen extra Druck. Ich sage es oft, das hören Sie auch immer für mich, aber es gibt keinen extra Druck auf Harry Kane. Wenn er mal einen Tag weniger ist, dann schaffen die anderen das auch. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel Vertrauen in unser Kader, auch insgesamt. Ja, ich glaube auch nicht, dass Harry Kane noch irgendwie Druck sich selber macht. Vielleicht in irgendeinem Champions League-Spiel, wenn es eng sein sollte, ja, verstehe ich. Aber ich glaube, ansonsten ist er erfahren genug und hat genug erlebt in seiner Karriere. Das ist ja das Schöne, wenn du dann in dem Alter bist und dann deinen Peak hast du halt einfach schon so viel Erfahrung und weißt auch, wenn du dann halt mal 3, 4 Spiele kein Tor schießt, was jeder Stürmer in der Saison hat, ja, dann ist das so. Ja, also, und vor allen Dingen Harry Kane ist ja, wie es ein Winnie auch schon sagte, wie wir es auch schon 100-mal besprochen haben, ist ja einfach auch so viel mehr wie einfach nur ein Neuner. Ne? Das ist das ja. Dahinter bitte, ja.
Servus, Marius Epp von Absolut Fußball. 2 Fragen, eine Frage an Herrn Ebel. Die Mannschaft ist jetzt überragend gestartet in die Saison. Sie macht extrem Spaß zuzuschauen. Einfach Ihr Eindruck, was macht die Mannschaft dieses Jahr besser als letztes Jahr? Und dann Herr Kompany, wir haben Alphonso Davies jetzt wieder auf dem Platz gesehen. Schaut gut aus. Was ist Ihr Eindruck von ihm? Wie sieht es bei ihm aus und wann ist mit einer Rückkehr zu rechnen? Ja, schaut auf jeden Fall sehr gut aus. Ich glaube, dass die medische Abteilung und natürlich Alphonso Davies sehr gut zusammenarbeiten im Moment. Ich hatte erstmal gehofft, dass er Anfang Januar wieder dabei ist. Aber wie es jetzt aussieht, kann es vielleicht ein bisschen früher. Und ja, wenn er im Dezember noch ein paar Spiele machen kann, dann glaube ich, dass alle einfach wunderbar gearbeitet haben. Aber es gibt jetzt in diesem Moment erstmal sein Körper, die jede Woche reagieren muss auf die neue Belastung. Und wenn das weiterhin gut läuft, dann haben wir vielleicht einen sehr, sehr fitter Alphonso Davies wieder zurück irgendwann im Dezember. Aber wir hatten erstmal gehofft, Januar, und es läuft im Moment gut. Ja, aber das heißt ja nicht, wenn er zurückkommt und fit ist, dass die Leistung stimmt. Ja, das ist ja meistens das größere Problem, wenn man nach so einer Verletzung zurückkommt. Ja, dass man erstmal wieder dieses Leistungsniveau erreichen muss. Das wird das Interessante sein. Ja, wir kennen alle die Fußballerweisheit. Man braucht mindestens genauso lange, um wieder in Topform zu kommen, wie die Verletzung gedauert hat. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht geht es mal von sich schneller. Wir werden es sehen. Ja, abwarten. Ich denke, aktuell macht es ein Conny Leimer überragend auf der linken Seite. Also haben wir da jetzt auch nicht irgendwie gerade die große Sehnsucht, denke ich. Und die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil die Frage ist, und das habe ich auch schon an der Stelle ab und zu mal gesagt, das ist ein Stück weit ein Weg, den wir gegangen sind. Wir haben Vincent vor 1,5 Jahren für uns gewinnen können. Das war ein extremer Glücksfall oder ist ein extremer Glücksfall. Und eine Mannschaft, die im Grunde dann auch jetzt 17 Monate miteinander arbeitet. Wir haben nicht große Fluktuationen gehabt. Wir haben punktuell Spieler im Sommer 24 dazugeholt. Wir haben punktuell Sommer 25 Spieler dazugeholt. Aber der Stamm ist im Grunde jetzt mal 17 Monate zusammen, kann kontinuierlich arbeiten. Wir hatten diese Club-WM, was für uns sportlich auf dem Platz, aber als Gruppe neben dem Platz ein immenser Mehrwert war, auch wenn die Belastung sehr hoch war, sind wir als Gruppe noch mal intensiver zusammengewachsen, also neben dem Platz und auf dem Platz. Und diese Geschichte der 17 Monate, das fußt gerade in dieser Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Das ist Miteinander, diese Energie, die wir auf den Platz bringen, diese Lust, gewinnen zu wollen, diese Lust, wenn wir 3-0 führen, das 4. Tor zu machen. Das ist jetzt die Mannschaft, was der Trainerstab ihnen verinnerlicht hat von Anfang an. Und das setzt sich natürlich jetzt fort. Und deswegen sieht das jetzt gerade auch sehr, sehr gut aus. Und wir wollen diese Welle weiterreiten. Aber für mich ist es keine Situation, wir sind besser als letztes Jahr, sondern letztes Jahr war elementar, damit wir heute dastehen, wo wir stehen. Dann der Kollege Ja, da hat er gut zusammengefasst, der Max. Gibt es nichts hinzuzufügen, ja? in der Mitte auch, wenn Sie kurz einen Namen sagen, bitte, ja. Benjamin Zögner, aktuell für die Bild-Zeitung. Herr Kompany, wie happy... Wie überraschend, noch einer von der Bild. Junge, die laufen auch mit 4, 5 Reportern irgendwie auf. Wie waren Sie denn darüber, dass Harry Kane für England gegen Lettland über ganze 90 Minuten ran musste, gerade nach seinem... Nein! Ist ja wohl unfassbar, oder? Wenn man Spieler zur Nationalmannschaft abstellt, dass sie dann über 90 Minuten ran müssen. Junge, ist ja wild. Und das dann noch auch nur in einen von beiden Spielen. seinen kurzen gesundheitlichen Sorgen und gab es dahingehend auch einen Austausch mit Thomas Tuchel? Oh, Alter. Ich bin nicht ich bin nicht Trainer der Nationalmannschaft von England, oder von Deutschland oder irgendwelche andere Nationalmannschaften. Jeder darf entscheiden für sich selbst, was die machen mit den Spielern. Und wir wollen eigentlich gemeinsam, dass Harry fit ist, nicht nur für die ganze Saison, aber auch für seine WM. Und ich glaube, wir haben letztendlich auch gemeinsame Ziele. Keiner gewinnt dabei, wenn der Spieler nicht gesund ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass er das erste Spiel überhaupt nicht gespielt hat. Und er hat noch genügend Zeit, sich zu erholen für das nächste Spiel. Deswegen kein Problem. Hier vorne rechts Mario Krischl für den Kicker. Guten Morgen, auch 2 Fragen an beide. Einmal an den Trainer. Der BVB hat 2015 11 Siege aus 11 Spielen geholt. Ist das nochmal ein zusätzlicher Anreiz, auch diesen Rekord einzustellen? Und eine Frage an Herrn Eberl. Jürgen Klopp hat sich neulich mal ausgesprochen für eine U21-Liga bei den Profiklubs. Wie sehen Sie das generell zur Entwicklung für die Talente?
Nein, ich möchte einfach dieses Spiel gewinnen. Und diese Art von Spieler gegen Dortmund, so diese richtig, richtig Top-Spieler, das ist seine eigene Pokal fast. Und was ich damit meine ist egal ob du jetzt 5 Spiele verloren hast oder 5 Spiele gewonnen hast, dieses Spiel alleine willst du gewinnen. Und dann kommt der Rest. Aber wir wollen morgen, ich möchte nicht, dass einer, es hat überhaupt nichts zu tun mit Rekords, es hat überhaupt nichts zu tun mit 3 Punkten. Wir wollen einfach Dortmund schlagen. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja? Ist auch mal eine richtige Aussage jemand vom Bayern-Trainer. Ja? Einfach, ja, wir müssen halt Dortmund schlagen, weil es Dortmund ist. So, Punkt. Und nicht, weil es um 3 Punkte geht, nicht, weil es um irgendeinen Rekord geht. Es geht darum, Dortmund zu schlagen, weil es Dortmund ist. So, ist der größte Konkurrent gewachsen und ja, wie gesagt, das sind große Spiele und du musst zeigen, wer der Platzhirsch ist. Punkt. Alles andere ist Wumpe. Das ist eine Frage, die größer beantworten müsste und länger beantworten müsste. Ja, ich glaube, die Zeit haben wir nicht, aber erstmal ist generell wichtig, dass wir uns Gedanken machen in Deutschland über den Nachwuchsleistungszentren, über den Übergangsbereich, ein ganz wichtiger Bereich, den wir in Deutschland, glaube ich, in Summe besser machen können, alle Vereine, Bayern München inklusive, wo man sich sehr viel Gedanken machen sollte. Diese U21-Liga kommt ja ein bisschen aus diesem englischen Modell. Ich glaube, dass das in England gerade wieder abgeschafft wird, weil eben genau gesagt wird, immer wieder die gleichen gegeneinander spielen zu lassen. Also wenn jetzt unser Spieler vom FC Bayern, ich übertreibe, was ein bisschen größer, von der U9 dauernd gegen 1860 spielt und dann in der U21 wieder gegen 1860 spielt, dann ist es zwar alle älter geworden, aber es ist der gleiche Gegner. Und ich glaube, dass der Männerfußball den Jungs eben sehr... Ich wollte gerade sagen, es ist ja alles gut und schön, aber wenn du dann so eine U21-Liga hast, dann spielst du ja auch nur gegen Gleichaltrige. Ja? Das ist doch gerade der Entwicklungsschritt, wenn du halt, ob es jetzt 4. Liga ist, 3. Liga, drauf geschissen, dass du da halt gegen Spieler spielst, die einfach viel, viel mehr Erfahrung haben. Ja? Ich denke, da kann man viel, viel mehr mitnehmen, als ja, wenn du nur gegen deine Altersklasse spielst. Sehr gut tut. Zudem kommt das Zeitfaktor. Wenn wir über Youth League sprechen, über Champions League sprechen, über Pokal sprechen, unser Programm, wo soll die U21-Liga noch eine Rolle spielen? Welche Spieler sollen da spielen? Oder spielen dann vielleicht die bei der zweiten Mannschaft oder bei der U19 eben wenig Spielpraxis hatten, damit Auswechselspieler sind und damit sind schon wieder nicht die Top-Talente gefördert? Ich glaube, wir müssen das Thema größer denken. Wir sollten das Thema andenken. Deswegen glaube ich, der Ansatz, generell über Ideen zu sprechen, das, was Kloppo gemacht hat, ist der richtige Weg. Das müssen wir auch tun im deutschen Fußball, weil wenn man andere Nationen sieht, gerade im Jugendbereich, dann kann man das Gefühl haben, dass wir so ein bisschen den Anschluss verlieren. Das muss uns allen bewusst werden. Aber ich glaube, dass wir auch mit unserer Systematik, wie unsere Ligen sind, also das Thema ist echt größer zu denken, was sehr politisch sein wird am langen Ende. Ich hoffe, dass Politik dann gute Gedanken der sportlichen Förderung nicht zu sehr behindert und verhindert. Das ist das größere Thema. Aber da sind wir in der Liga und im DFB zusammen wirklich im Austausch, um da neue Wege auch zu beschreiten, ohne dass man den Fußball neu erfinden muss und auch neue Ligen erfinden muss, aber vielleicht die Struktur ein Stück weit wieder überdenkt. Okay, verstehe ich gerade nicht ganz den Ansatz. Was willst du denn jetzt irgendwie, was soll der Ansatz sein? Ja, entweder bist du im normalen Spielbetrieb, das heißt 4. Liga, 3. Liga, 5. Liga, whatever, wo du dich qualifizierst. Oder du hast deine eigene Liga, so wie es in der U19 Bundesliga und so der Fall ist. Also, was soll jetzt anders sein? Welche Struktur willst du jetzt ändern? Willst du jetzt sagen, was weiß ich, zweite Mannschaften dürfen in die 2. Liga aufsteigen oder hä? Das ist jetzt, verstehe ich gerade nicht. Aber ja, wäre schön, da mal ein bisschen tiefer einzutauchen und da mal ein bisschen mehr Infos zu haben. Ja. Dann vielen Dank. Die Zukunft morgen heißt Klassiker. Bis dahin. Servus. Servus. Ja, sehr, weiß ich nicht. Dafür, dass es jetzt gegen Dortmund geht, fand ich die PK jetzt sehr, weiß ich nicht. Haben wir schon andere PKs erlebt vor so einem Spiel gegen Dortmund. Aber wahrscheinlich, weil es auf beiden Seiten läuft, gibt es auch nicht viel groß zu meckern oder nachzuhaken. Erst recht nicht nach einer Länderspielpause. Von daher, ja, warten wir mal ab. Ich freue mich aufs Spiel, hoffe ihr auch. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann.
Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde